Hi, servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es einmal ganz schnell, wir machen einen leckeren Bärlauchbutter. Wir machen immer gleich die doppelte Menge, 500 Gramm, weil ich brauche ein Glas zum Verschenken. Und solange Bärlauch gibt, werden wir dieses jetzt auch nutzen. Also wir brauchen 500 Gramm Butter, 2 Stückel, 250 Gramm. Dann brauchen wir ein bisschen Meersalz, nach Option. Also muss man nicht rein tun, aber ich tue immer ein bisschen Meersalz mit rein. Dann brauchen wir ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und die Bärlauchbutter mache ich in Gläser zum Abfüllen, also nicht in ein Eiwickeln oder was. Ich fülle die immer in Gläser ab, da hält die mehrere Monate im Kühlschrank. Und Bärlauchbutter ist immer fein und habe ungefähr 60 Gramm Bärlauch. Der ist gewaschen, einigermaßen getrocknet, ich habe das nicht ganz trocken. Und den werde ich zuerst einmal richtig klein haken. Ich schneide jetzt einfach die Stielansätze unten weg. Und dann schneide ich ihn längs. Und dann hacken wir den richtig schön klein. Das mache ich jetzt mit dem ganzen Bärlauch. Und dann wird zusammengemanscht. So schaut es aus. Gut. Zuerst einmal Prost, meine Lieben. Fein halten. Also nehmt da Pi mal Daumen frei Schnauze Bärlauch her. Also ich habe ungefähr so 50, 60 Blätter. Scheißegal, frei Schnauze. Und das passt perfekt. So. Was ich noch rein tue, wir haben ja selbstgemachtes Bärlauchpesto. Wir haben das selber gemachtes Bärlauchpesto, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, ich werde es oben noch mal verlinken. Und da tue ich auch noch mal so Gurke. Einmal so 2 Teelöffel rein. Dann ein bisschen Salz. Optional, vergiss nicht genau. Also ein bisschen, wir wollen es ein bisschen gesalzen haben. So. Dann ein bisschen Kambodschaftpfeffer, unser Lieblingspfeffer. Das reicht. Und dann manchen wir das Ganze schön durch. Also die Butter muss zimmerwarm sein, damit die schön weich ist. So, die Bärlauchbutter haben wir jetzt richtig schön durchgemanscht. Hat sich richtig verbunden und durch das Bärlauchpesto, wenn man zusätzlich reingibt, kriegt es nur eine richtig schöne grüne Farbe. Aber wie gesagt, optional, ich habe noch Bärlauchpesto da und ich habe immer noch 2 Teelöffel mit rein bei 500 Gramm Butter. Bärlauchblätter scheißegal, ich tue das Rezept mache ich natürlich nur mal unten in die Videobeschreibung, aber 50 bis 60 Blätter reicht vollkommen aus und dann schaut es so aus. Und jetzt fülle ich es mit dem Löffel schön in die Gläser. Lasst sie wunderbar verschenken. Also richtig schön reindrücken. Lasst sie mit dem Messer super rausnehmen fürs Brot. Für gegrilltes, für Toastbrot und auch
als Geschmack, wenn man jetzt in die Pfanne mit Öl ein bisschen was rein tut. Einfach immer wieder klasse. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Schnell und einfach Bärlauchbutter. Macht es noch, solange es noch gibt. Und wenn der Bärlauch schon Knospen kriegt, die kann man super in Essig oder Öl einlegen. Kann man genauso gut essen. Wir haben das Glück, der blüht noch nicht. Jetzt machen wir das richtig schön als Butter. Weil es einfach wieder gut schmeckt. Und ein sehr gutes Mitbringsel, wie gesagt, auf Party, als Geschenk. Wieder lecker. Ich werde das Ganze da in die Gläser abfüllen. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und auf Kommentare und Likes würde mich freuen. Und wie gesagt, das Bärlauchpesto verlinke ich oben noch im Video. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken, habe die macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Servus. Und dazu mal Prost, meine Lieben. Also Hopfenblütentee ist immer was Leckeres. So, die ganze Bärlauchbutter haben wir jetzt abgefüllt in schöne Gläser. Ja. Eins ist nicht ganz voll geworden, macht nichts. Das ist vom Eigengebrauch. Und dieses mit dem schönen Bügelverschluss habe ich zum Verschenken. Das war es dann eigentlich schon wieder von mir. Ja, schnell, einfach und wenn man jetzt überlegt, 500 Gramm Bärlauchbutter gut verarbeitet. Ab in den Kühlschrank mit dem ganzen Zeug und das hält locker 8 bis 10 Monate. Aber so weit wird es nicht, weil Grillsaison, wisst ihr eh, und Bärlauchbutter auf einen schönen Steak drauf. Weißbrot oder Knoblauchbaguette selber machen. Also einfach mega geil. Also, das war's dann von mir. Cool.